Somit herzlich willkommen zurück da bei Retrocache. Sinnlose Let's Plays und William Fuhle sich bei und halt gar keine Folge zur Hand haben. Uns aber einmal versprochen haben, dass wir Runde Mario Kart Online, dass ich dort sicher mal noch eine Folge mache und da werde ich packen. Habe ich gedacht, okay, dann machen wir da gerade mal und probieren jetzt und am besten können wir da mal in die globale Liste rein. Und ich hoffe jetzt, dass ich nicht unbedingt Letzte wird, sondern dass ich mich irgendwo im Mittelfeld kann platzieren und dass nicht zu viele Big die rumhocken, die die Strecken in- und auswendig können. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich habe gedacht, ja, jetzt ist es wieder mal Zeit. Mario Kart ist immer ein cooles Spiel und das Gräseland, hä? Ja, ich glaube schon. Hoi sagen, der Chat ist auch immer da. Kann ja mal auch eine Weile gehen, bis mal der Rest ausgelesen hat. Aber der Counter kommt schon, also werden wir sehen, wie gut dass wir sind und vor allem, was für Nationen das alles vertreten sind. Das ist einmal etwas, was ich noch sehr interessant finde, wenn ich online spiele. Ich glaube, bei Mario Kart wird da meistens schön angezeigt, wenn da die Spieler auch wollen. Man kann es natürlich auch verstecken. Macht zwar nicht viel Sinn, aber vielleicht gibt es gewisse Leute, die da lieber haben. Und mehr spielen Wario Arena oder immer so etwas. Und ganz viele Japaner sind rum. 2 Deutsche, 2 Franzosen, 2 Amis und ein Engländer. So, schauen wir mal, wie wir es halbwegs anbringen, vernünftig zu fahren. So ein Start ist schon mal halbwegs geglückt. Besser wird natürlich auch immer. Das Abdrängen von der Ideallinie und fahren einen Scheissdreck zusammen. Ne? Rührpilz haben wir immer gern, den nehmen wir immer gern. Aber ich sehe schon, die Gegner, die haben es drauf, die lassen sich nicht so einfach überholen. Hätte uns jetzt die Grüne Schildkröte nicht verwünscht, sage ich auch nicht nein, natürlich. Ich würde sagen, solides Mittelfeld im Moment, auch wenn nicht wirklich gut. Der hätte jetzt nicht unbedingt mit sein, aber der Pilz verliert wieder allzu viel Boost. Der Waluigi da vorne hat immer seine Rot am Arsch. Und wir nochmal eine Runde. Im Moment wären wir wenigstens Podest. Hinterführen wird es nicht lange, wenn dann wird es eher noch hinterher spülen und in dem Moment passiert es auch. Mag ich nicht unbedingt so gern. Aber ein solider 4. Platz, knapp am Podest vorbei, würde meinen, das war gar nicht so schlecht für die erste Stunde seit langem wieder mal. Und ich glaube, wir probieren noch eine zweite aus, würde ich meinen. Natürlich nur Japaner von uns. Hier könnte es auch anders sein. Ah, und die Abfahrt. Die Abfahrt finde ich natürlich auch cool.
Einer ist raus. Ja, die Autobahn ist auch recht beliebt, wie ich sehe. Autobahn 100, okay. Und was ist da groß Neues dabei? Jetzt sind auf einmal 3 Amis, 3 Amerikaner rein, ja, und sonst 4 Japaner. Ja, viel mehr Neues nicht. Probieren wir nochmal unser Glück. Ja, die Starter können besser sein. Ausbremsen mit der Banane ist zum Glück nicht gelungen, dafür ja, werden wir sonst abgeschossen. 100 Kubik ist halt schon irgendwie ein bisschen langsam, Entschuldigung, wenn ich das jetzt da so sage, aber ja, fühlt sich sehr langsam an. Und da sind wir sehr weit hinein, sieht gut aus. Nein, danke. Ah, das wird eine schwache Runde. Die Autobahn ist ja nicht unbedingt eine Lebensstrecke, aber und dazu ein bisschen wenig Items eingesammelt bis jetzt. Gib mir noch ein gutes Item. Ah, lange nicht mehr. Nur 6. Mittelfeld. Tja. Hätte sicher besser können sein. Aber ja. Dann würde ich sagen, haben wir es gesehen mal und gehen noch in die Regionalfolge rein. Dann mal schauen, was uns das Regionale noch bringt oder eben nicht bringt. Und ich hoffe, dass die Aufnahmezeit noch wird lange für die Folge, um die fertig zu machen. Oder zumindest eine Runde noch fahren. Im Regionalen. Da ist fast niemand drin, okay, 2 Belgier und Deutsche und 2 Engländer. Und die sind am Fahren, die nicht dürfen wir mal zuschauen. Und die sind in der ersten Runde, oh, da kann eine Weile gehen. Ich weiß nicht, ob da meine Aufnahmezeit noch mitmacht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich da müssen einen Cut machen. Entschuldigung. So, und dann wären wir wieder zurück da im Regionalen. Ich musste eine Rennen Pause machen, damit ich das Ganze auch so verschieben, dass ich wieder ein bisschen Speicherplatz überkomme. Und dann muss ich eh mal etwas noch machen in Zukunft. Aber egal, wir sind jetzt im Regionalen drin und wir schauen mal, wie viele Europäer das im Moment gerade online sind und Mario Kart zocken.
Stück mit mir, also 8 ohne mich. Und Big Blue wird ausgelesen 100 Kubik. Wieder eher langsam. Und da haben wir 3 Deutsche, 2 Belgier, ein Franzose und 2 Engländer plus mickrige Schweizer ist auch noch dabei. Big Blue. Könnt ihr uns mal halbwegs vorne behaupten, die Frage ist wie lang, bis etwas von Ihnen kommt, wo uns wird plagen. Oder wie lange das geht, bis uns sonst irgendwo einen plagt, wie ein Deutsche da. Quizzy! Die Kurve habe ich jetzt voll verpasst. Nicht so schön. Mit zumindest mal etwas, wo wir uns den Arsch stecken, wenn etwas käme von Ihnen. Nein, so schön dran. Ah, und den reihenweise holen sie uns. Reihenweise. So ein Hassspiel. Zwischen ihnen kann es echt nur einfach nur ein Hassspiel sein. Bitte, 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 bitte! Ah, wenigstens das zweite. Ah. Ja, wenigstens einmal auf dem Podest gsi, aber ich würde sagen, zweite Runde liegt da sicher auch noch rein. Und Highwood-Piste, ja, die haben wir auch gern. Also auch schon lange nicht mehr gefahren, aber schauen wir mal. Vor allem schauen wir mal, wie viel neue Leute das dazukommen. Es sieht mal so aus, als ob die Playlist ein bisschen fehlender wäre das mal. Oder dass sie voll ist eigentlich. Schauen wir mal. Ein leerer Platz. Und und dann noch verkehrt, Spiegel. Ah. Also 4 Engländer mittlerweile mit dabei und Regenbogenbahn, Spiegel verkehrt. Keine Ahnung, wie das kann. Aber es wird sich zeigen. Ich würde sagen, es sieht gut aus und wir sind vorne dabei und dann werden wir abgeschossen. Doofe hohe Flexblumen. Wenigstens haben wir das Double-Item dabei und ganz knapp nicht runtergefallen. Die Passage haben dafür auch nicht unbedingt schön genommen, hätte dann ein paar mehr Boosts machen oder so.
Hoffen wir, dass wenigstens das eine oder das andere gute Item führen kommt. Und zwei Engländer sind vorne. Noch abfangen. Knapp Boden. Aber wenigstens wieder Zweite. Ich würde sagen, da war gar nicht so ein schlechter Einstand gewesen. Und ja, ich hoffe, ich mit dieser billigen Folge auch ein bisschen Freude gehabt, aber ich habe gar nicht gewusst, was ich im Moment machen soll und die Zeit hat nicht gelangt, weil privat halt gerade ein bisschen viel ansteht. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spass gehabt mit dieser Folge. Vielen Dank und man hört sich.